Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Der Hasig und seine Schwestern sind in der Schweiz aufgewachsen. Jetzt aber schon seit 14 Jahren wieder zurück zu Malaysia. Ein Land, das bis heute nicht ihre Heimat geworden ist. Ich habe so viel trainiert für Geräteturnen. Jede Woche etwa ca. 6 Stunden mit meiner Lehrerin. Und wollte unbedingt eine Gymnastic Girl sein. Und für die Swiss Olympic vielleicht trainieren, ja. Das vermisse ich meistens, Geräteturnen. Weil mit dem Kopftuch kann ich das nicht richtig machen. Ich finde es einfach traurig. Ganz ehrlich, ja. Mein Wunsch wäre einfach, meine Geschwister so zu sehen, wie ich sie so gesehen habe, wie wir in der Schweiz gelebt haben. Das ist mein grösster Wunsch. Der Tobias Eisert ist seit 3 Jahren für die Swissquoy im Kosovo. Jetzt kommt er zurück. Es macht mir ein bisschen Angst, ohne Job in Aussicht heimzugehen. Beim Felssturz zu Platten haben die Bellwalds alles verloren. Das ist mein Leben. Und jetzt ist nichts mehr da, aber was heimgekommen ist, das ist jetzt Heimweh, heimkommen. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Auf diesen Abend haben die Leute vom Lütschental schon lange gewartet. 4 Monate nach der grossen Katastrophe kommt aus, wie es mit dem Dorf Platten weitergehen soll. Vieles bleibt unklar, aber der Kanton will die Platten wieder aufbauen bis 2029. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es hätte euch ausgehen und sagen, es ist alles zu kompliziert, es ist alles zu tief, es ist alles unmöglich. Aber sie probieren, das Unmögliche möglich zu machen. Und das ist schon für uns als Bevölkerung ein sehr wichtiger Schritt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt darfst du nicht sterben, die Hoffnung. Weil wenn es jetzt stirbt, ja, das funktioniert euch nicht. Eigenheim ist halt einfach nur mal, wenn du eine Familie hast, mega schön. Du kannst einfach Kinder uns vorne lassen, ich kann Leute machen. Es ist einfach wirklich toll gewesen. Und ich sage immer, Richi wäre ein Häufchen von uns zusammen erschaffen. Und haben sie es wie so gehabt, wie wir es wollen, und dann hat es einfach bunt gemacht. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Eine gigantische Lawine aus Schlamm und Geröll zerstört innerhalb Sekunden ganz Platten. Ein paar Tage vorher hat der Kanton das Dorf evakuiert. Bellwalds musste zuschauen, wie auf einen Klapp ihr Dorf, ihre Heimat, verschwunden ist. Wir haben es halt gesehen. Wir haben live gesehen, wie der Berg ist kam. Ich glaube, das ist nicht einfach so. Ich glaube, das bleibt. Das bleibt noch lange. Der gewaltige Schuttkegel staut die Lonza. Die Häuser, die den Bergsturz überstanden haben, holt sich jetzt das Wasser, das immer höher steigt. Eines davon ist das Haus von Bellwalds. Es gibt nichts mehr zu retten. Und das alles ist passiert, ist zuerst so ein Schockstarre. Man weiß nicht genau, was soll man, was macht man. Ich war froh, dass mich meine Frau da so unterstützt hat, weil die hat das mit dem Kind gemanagt und ich bin wirklich am Anschlag gelaufen. Und das äußerste Heidli, es ist keine Nacht, wo ich durchschlafe, es ist keine Nacht, wo ich nicht Erinnerungen an Träume habe, wo ich daheim bin. Obwohl die Eltern gestorben sind, bin ich im Elternhaus und es wie ein Nebel über dem Haus. Und ich gehe durch die Gasse, dann erwache ich wieder. Wenn ich in der Kirche bin
bin ich wie in einem falschen Film. Ich sehe eine Kirche und einen Altar, obwohl ich in einer anderen Kirche bin. Und das sind alles so Sachen, die die Erinnerung sind. Und vor allem, was mir heute wichtig ist, viel emotionaler. Es braucht viel weniger mehr für mich, irgendeinen emotionalen Ort zu bringen, wo ich eigentlich nicht wollte sein. Mama, ich hätte eigentlich auf dem Gletscher schlafen ohne Papa. Die Solidarität mit den Plattner ist riesig. Innerhalb kürzester Zeit können die Bellwalds ins Ferienhaus von Freunden ziehen. Das ist Luftlinie nur ein paar Kilometer weg vom zerstörten Platten. Eigentlich ein absoluter Glücksfall. Und gleich? Wir haben es doch oben am Kopf. Es ist so wichtig für die Kinder, dass du wieder ein bisschen in den Alltag bestreichen, dass du heim, zur Geburt heim kannst kommen. Dass du weißt, es ist wieder ein bisschen Einschussachen drin, dass du dich vielleicht hier ein bisschen wohlfühlst. Aber ich meine, wer ist das Recht daheim verloren? Und der ist halt schon, ist erst eine kurze Zeit vergangen. Das ist halt nicht so richtig daheim. Das ist also irgendwie schwer, jetzt zu sein, anstatt im richtigen daheim sich wohlzufühlen. Das Land hat noch nicht den Frieden gefunden, den es finden sollte. Auch was Politik angeht. Meiner Meinung nach, es braucht KFOR, es braucht Swisscom. Und das würde ich jetzt auch einfach sagen, wenn ich nicht in dieser Uniform wäre. Vor allem sehe ich, was wir hier unten machen und dass es auch wirklich einen Mehrwert bringt für die kosovarische Bevölkerung. Und schlussendlich geht es einfach darum, dass man sicher und in Freiheit leben kann. Und wir beitragen unseren Teil dazu beitragen. Das Camp, wo der Tobias lebt, heisst Film City und ist in Pristina. Als ranghöchster Unteroffizier auf Platz darf der Tobias auch mal ins zivile Umfeld. Networking ist angesagt. Ich gehe auf die Botschaft heute zum einen Grund zum Beziehung pflegen, den Kontakt immer zu wahren, weil das ist sehr wichtig. Und auch zum einen Brief gerade noch übergeben von meinem Kommandant für den Herrn Botschafter die Einladung an der Zeremonie teilzunehmen von unserem Change of Command. Der Change of Command ist nichts anderes als die Übergabe der Verantwortung als neues Kontingent. Das wechselt alle halbe Jahr da. So. Hey, gerade zuerst, ich habe da noch vom Kommandant Einladung für den Herrn Botschafter. Danke vielmals. Für den Change of Command von der JLSG, genau. Ah, super. Genau, ist er eingeladen. Ja, sehr gut. Herr Botschafter, hallo Jürg. Wie geht's dir? Gut, Hast gut. du schöne Ferien gehabt? Ja, es war super. Sehr gut, sehr gut. Freut mich. Für Sachen, die jetzt erleben. Ja, ich bin alles am Abklären wegen dem Essen noch und kommt gut. Ja, cool. Jürg, hat mich gefreut. Danke dir vielmals. Danke dir. Ciao. Per Zufall ist auch der Herr Botschafter gerade noch vorbeigekommen, was eine grosse Ehre ist. Der Herr Botschafter persönlich dann auch noch die Hand geben, treffen, kurz austauschen. Weil man kennt sich jetzt auch schon ein Zeitchen. Und sonst vom Fazit her cooler Morgen bis jetzt. Das gehört halt auch zu meinem Job. Socialisen, Kontakt pflegen. Jetzt geht es zurück auf die Basis, die Pristina. Ich meine, das Land gefällt mir, die Kultur gefällt mir, der Auftrag finde ich super und einfach auch dürfen so im VBS arbeiten, in einem Friedensförderungsdienst, wo ja ein Jahr mehr Auftrag ist. Ein Teil davon zu sein, ist doch auch sehr spannend und macht einen auch ein bisschen stolz, dürfen ein Teil davon sein. Vom Pass her bin ich nie ein Schweizer. Ich hatte eine C-Bewilligung und die habe ich eben leider nicht mehr. Und darum hockt der Hasik jetzt seit 14 Jahren hier fest. Helfen wird einzig ein Job in der Schweiz. Wir sind schon lange nicht mehr da. Ja, jetzt war. So halb absteigen. So, Prost. Prost. Ein Bier wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber nicht jetzt. But not.
Ja, stimmt, keine gute Idee. Für mich ist es schwierig, wenn ich daran denke, dass ich da ein Kind aufziehen soll. Das Problem ist, als Moslem wird unser Bub automatisch auch ein Muslim und ein Teil der malaiischen Kultur. Ja, das wird nicht einfach für ihn. Du bist in der Schweiz in den Kindergarten und in die Schule. Du hast eine Schweizer Mentalität. Ja, das stimmt. Aber Korea ist auch kein guter Ort für unser Kind zum Aufwachsen. Ich würde gerne mit ihm zusammen in die Schweiz zurück. Es ist sein grösster Wunsch. Und durch unsere Beziehung ist es auch mein Wunsch geworden. Ich würde gerne in der Schweiz als Familie leben. Mit unserem Sohn und den beiden Katzen. With my boy, with the 2 cats in Swiss. Yeah, definitely. Einmal pro Monat besucht Hasik seine Schwester. Der jetzige Besuch ist besonders. Er ist gerade zum ersten Mal Onkel geworden. He does feel responsibility. Er fühlt sich verantwortlich für mich und auch für seine Schwestern. His sisters as well. Because I guess he's Wahrscheinlich, weil er der Älteste ist. at the same time, Er hat das Gefühl, er müsse als Erster zurück in die Schweiz, dass er seinen Schwestern helfen kann, nachzukommen. need to target to go back to Swiss first, so that he can somehow help to the, sisters to come back to Swiss together like that. Musik zum Autofahren hat für den Hasik ganz eine tiefe Bedeutung. Es ist seine Schwester, die singt. Saida ist eine bekannte Sängerin in Malaysia. Ich habe 2 Schwestern. Die zweite wäre eben Saida, die Sängerin. Sie ist 26 und ist in Visp, Kanton Wallis, geboren, in 1998. Mit ihr habe ich Verschiedenes erlebt in der Schweiz, wo wir aufgewachsen sind. Gutes und Schlechtes, aber lustige Zeiten sind das gewesen. Auf alle Fälle ist Saida jetzt Mutter geworden, seit etwa einem Monat. Und ich meinen Neffen heute zum ersten Mal gesehen. Und das bringt mir super Freude, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass ich jetzt Onkel bin. Und auf das freue ich mich. Es ist ruhig im Camp der Swissquote in Pristina. Dann ist Zeit fürs Hobby von Tobias. Einmal am Tag macht er Sport. Einfach den Kopf lüften, ein bisschen gedankenfrei bekommen. Ich meine, mit Musik, ein bisschen Sport machen, kommt man komplett auf andere Gedanken. Es ist auch einfach zum einen ein bisschen fit behalten. Vor allem mit einem Bürojob, sage ich jetzt mal, ist das schon wichtig. Ich meine, ich schaue immer, dass ich auf meine 10'000 Schritte komme am Tag. Das auf jeden Fall. Seit 3 Jahren ist der Tobias im Kosovo im Einsatz. In dieser Zeit ist auf der Welt viel passiert. Das gibt dem Tobias zu denken.
Als ich angefangen habe, da war der Krieg schon am Laufen in der Ukraine. Und wir hatten noch ukrainische Kameraden da und zusammen gearbeitet. Ich persönlich weiss nicht, ob die noch leben. Ich meine, wenn man es genau misst, von genau da, wo wir jetzt sind, zu meinem Zuhause, also zu meinem Schlafzimmer daheim in der Schweiz, sind es 1100 Kilometer plus minus. Und wenn man genau in die andere Richtung geht, Richtung Osten, Nordosten rauf, sind wir in der Ukraine auf diese Luftdistanz. Weit weg ist es nicht, ziemlich nahe sogar. Macht man sich schon ein bisschen Gedanken, dass der Krieg ist nicht weit entfernt von unserer Haustür daheim. Ja. So gut wie es ist, hier geht es einen Haufen anderen vielleicht nicht. Also ich meine, wir waren mit einem Haufen Kollegen, wer weiss, bis jetzt der Angst geht es, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und gleich haben wir hier ein schönes Ort für zu leben. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Also wir sind dem Vermieter mega dankbar, weil es könnte sonst auch anders gehen. Sofort nach der Katastrophe haben sie Bellwald in die Wohnung zügeln und sie dürfen sicher mal 2 Jahre da bleiben. Das gibt Sicherheit und auch ein bisschen Luft. Und gleich haben alle mit der neuen Situation zu kämpfen. Für Riche ist es kommt noch vom Witz, aber es ist für Riche nicht so einfach. Ich meine, es ist für alle nicht einfach, aber er hat so viel verloren. Er hat sein Zuhause von uns verloren, er hat sein Elternhaus verloren. Und das ist, glaube ich, schon einmal das zu verarbeiten ist schwierig. Und jetzt werden wir halt einfach probieren, dass ihm irgendwann neu einigermaßen passt. Und ich noch frage immer einen Haufen, jetzt fahren ja, gell, Richi, du bist ja nicht wohl und du bist ja der nicht gar hier ist. Dann sagt er, das stimmt nicht. Aber ich kann momentan, glaube ich, sein, wo ich will. Fühle ich mich momentan einfach nicht daheim, weil es ist nicht Plotto. Ja. Ja. Wieder ein Zuhause wird die Platte noch lange nicht. Die Stefanie und der Richi müssen einen anderen Weg finden, um wieder glücklich zu sein. Ja, Jolie, es gibt nichts in der Küche. Komm her, salut. Hallo. Hast du etwas gegessen? Nein. Möchtest du etwas essen? Ja. Kochen wir doch wieder mal etwas. Mach jetzt das Gott in... Als Wildhüter ist der Richard 24/7 erreichbar und im Dienst. Er ist viel allein unterwegs. Nur sein Schweisshund, der Salou, begleitet ihn. Der kann ihm den Kummer aber auch nicht nehmen. So, jetzt ist gut. Jetzt kannst du liegen, bitte. Komm. Komm, Platz machen. Komm. Es ist nicht das Heim gekommen. Es ist es gewonnen, aber es ist nicht meins. Es wird besser anfangen. Es wird besser von der Anfangszeit zu jetzt. Durch die Arbeit, durch das Ablenkziehen, durch eine Agenda, wo ich getaktet eigentlich bin, sehr viel zu tun habe, 7 Tage in der Woche und eigentlich vor uns gesehen, was ich machen muss, bin ich eigentlich so wenig wie möglich hier. Heute bekommen die beiden aber wichtigen Besuch. Sole? Ihre Vermieter und Freunde kommen auf den Kaffee vorbei. Hallo zusammen. Hoi, hoi, hoi. Und, bist du erfolgreich gewesen? Wie immer. Das ist mein Job. Erfolgreich sein. Nein. Hallo, Uschi. Bleib sitzen. Yes. Hoi. Gut. Ein guter? Keine Ahnung. Und sonst hast du es mit dem Kamax Play. Das geht schnell. Wenn ich in Frank das erste Mal hier bin, besuchen, habe ich gedacht, yes, was Gott, hier muss ich in solche Schuhe habe ich gar nicht, dass ich hingehen kann. Die Betten sind ja so sauber und alles so schön. Und ich als ein Mann aus dem Wald, der auf nicht viel Rücksicht nimmt. Und das ist schon noch ein Glücksgriff, also so ein Haus zu finden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so ein Haus besitze, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie gebe und sage, jetzt könnt ihr ein paar Jahre mal da drin gehen. Ja, das war eigentlich einfach. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Wir haben das Ferienhaus und Sie haben kein Haus. Nein, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Und wo das passiert ist, war es für uns eigentlich
Eigentlich ganz klar. Ich meine, wir haben das Haus, wo 80-90% von der Zeit leer steht. Das macht ja keinen Sinn. Und darum haben wir es angeboten, dass sie es übernehmen können. Das war ein spontaner, emotionaler Entscheid. Das sind 300 Leute auf der Platte, die in der Tagesfrist schauen mussten, für so unterzukommen. Und dann haben wir das Angebot gerne angenommen. Und ja, wir können ihnen nicht nur Danke sagen, aber für uns ist das halt schon eine spezielle Situation. Wir gehen darüber rein, wie wir uns verhalten, schauen, nichts kaputt zu machen und tun. Und mit 2 kleinen Kindern, Rabauken, wenn wir haben, ist halt, ja, nur speziell halt. Wir sind positiv, dass sie bald wieder ein Haus bauen können. Das hoffen wir. Okay. 27 sind Das Architekten kommt auf dem Leib. 27 wird der Architekt avisieren. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke vielmals, Vanessa. Ja, alles tipptopp. Ciao. Ciao. Danke vielmals. Der Hasig sieht jetzt dann gerade zum ersten Mal seinen Göttibub. Vor 2 Monaten ist der Noah auf die Welt gekommen. Ja, Sami! Hoi! Ja. Geht's dir gut? Ich bin so stolz auf dich. Noah, schau, Onkel ist da. Onkel ist da. Du bist Mutter geworden. Hey. Ist das? Ja, wow. Der hat doch ganz fest im Fall. Ja, Onkel ist da. Ja, komm. Ja, ist so groß. Komm, Liebe. Komm, jemand schon. Ja, du. Ja. Ja. Komm. Ja, komm. Was? Ja. Oh. Schon nicht glauben. Ja, ich kann es nicht glauben. Ja, Shabira, hoi. Kann ich sehen? Ja. Nein. Shabira ist meine jüngste Schwester. Die wird immer meine Babyschwester bleiben, weil ich auf sie geschaut habe, als sie noch klein war. Bin ich die zuständige Person für sie, weil beide von unseren Eltern damals gearbeitet haben. Ich bin so glücklich, sie zusammen zu sehen. Sonst sehen wir uns nur online. Das ist schwierig. Es ist nicht einfach, dass wir uns mal sehen. Das ist selten, oder? Das ist sehr selten. Aber ja, schön. Ja? Nein, ich bin so froh, dass ich euch gesehen habe. Hey! Du bist ein ganz herziger, du. Ja, genau. Ja, so. Ja, Onkel ist da. Siehst du mich? Siehst du mich? Ich glaube, eine grosse Herausforderung wird auch sein, nicht in der Vergangenheit zu leben. Nicht das nostalgische Denken immer haben. Was ich hier erlebt habe und gesehen habe, das ist da. Das darf in meinen Rucksack rein. Es ist auch wichtig, dass man das mitnimmt. Aber ich darf und sollte nicht in dieser Welt leben, wenn ich daheim bin. Weil es ist ein anderes Umfeld. Es sind komplett andere Ortschaften, Emotionen, Situationen, wo man sich da befindet, als wo man daheim ist. Das Camp Film City in Pristina. Heute ist einer der letzten Übungen von Tobias und seinen Kameraden. Weil hier habe ich das Gefühl, hat ich die meiste Freude. Wow, danke vielmals, Valbona. Wirklich nicht schlecht. Kannst du im Fall du hast einen heißen Stein. Ja. Ich kann nicht drin. Nicht schlecht. Hey, guter zusammen, gell? Ich meine, jetzt hier mit diesen Kameraden, Freunden, kann ich da auch über den Einsatz reden und sie haben das gleiche Verständnis wie ich. Und das wirklich daheim nicht mehr so haben, wenn ich mit den Kollegen über das rede, da unten, was wir da so erleben. Ja, das würde ich, glaube schon auch vermissen. Ich finde es einfach schade. Oder? Weil wir haben viele Interessensbereiche, die überlappend sind. Oder? Und
das ist halt nicht eine Garantie mit den neuen Leuten, die kommen. Du bist nicht einer vom Kontingent. Du bist der Tobi. Jetzt wird es romantisch. Nein, romantisch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Das ist nicht irgendetwas. Ja, man macht ja auch einen Wandel durch in 3 Jahren. Genau, voilà. Man wächst ja. Eben. Und wegen dem ist das für mich etwas recht Spezielles, ja. Also natürlich, es rührt mich ein bisschen, dass so ein guter Kollege über mich so redet. Und auch will, dass ich bleibe. Vielleicht wird wirklich ein kleiner Teil von mir auch ein bisschen bleiben, bin ich offen und ehrlich. Es ist wie eine eigene kleine Familie. Little family. Ist es so? Aber auch Brüder streiten. Also Nina hat am Anfang ganz schwer Sus gehabt. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt es so besser. Sie hat das einfach gezeigt, wie ich glaube, sie jetzt nicht uns sprechen. Und da ist einfach viel Verrücktes gekommen. Und der Orne ist eher das Gegenteil. Der Orne ist eher der Stillere und hat es mit sich selber probiert zu verarbeiten und zu machen. Ich habe das Gefühl, ich wäre so ein bisschen das Maß finden. Lieber sie reden. Also, wenn sie ihn kennen, dann sie natürlich immer davon reden. Aber haben sie das wollen? Oder wenn sie aber mal nicht wollen, muss ich auch machen. Für die Kinder von Bellwalds gibt es heute einen speziellen Ausflug. Die Familie will fürs Wochenende in ihr Alphütli zuhinterst im Lötschental. Dort kommt man nur auf der Notstrasse, die an Platten vorbeigeht. Nina und Aaron sehen dort das erste Mal seit der Katastrophe ihr Dorf und vor allem ihr Haus. Jetzt könnt ihr das hier aussteigen und anschauen. Siehst du? Aaron, siehst du jetzt, was die Lohnsache kommt? Bin ich blind. Was ist denn das da? Das Leihstück da? Welches? Das sieht wie ein Glas aus. Das ist der Sonnenschirm vom Spielplatz. Das ist der Sonnenschirm neben dem Haus vom Spielplatz, wo wir uns anschauen. Also habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Wenn ich schon ein paar Fotos gesehen oder so. Es ist schrecklich und alles. Es Wunder, dass es uns ja so abgebrochen ist oder so etwas. Also wenn die hier raus haben. Hast du gesehen, was die hier ist? Hier die ganzen Dächer drauf. Ist da vorher ein Schutz? Nein, das war alles Wasser. Das war gerade genau unter dem Dach. Das war bei dir der Wasserpegel. Und hier oben die sind gerade drunter. Und durch das hat es das Dach abgelipft. Der Wasserdruck. Ich nehme jetzt auf Gletscher. Ja. Ich will zur Hütte. Die Kinder haben ja zuerst mal das Haus gesehen und wir haben sie vorher gefragt, ob das okay ist. Und für sie ist es, glaube ich, wie wichtig zu verarbeiten. Sie haben beide gesagt, dass sie nicht direkt jetzt ins Haus gehen, aber sie wollen es einfach von vorne sehen. Und ich glaube, es ist ein Verarbeitungsprozess, der das eine Güte getan hat. Watch you go across the street like a dream out my window, sucking nicotine down my throat, thinking of you, giving head. So hier, hinter der Hundebox musst du gehen. Ich kann da auf wieder raus. Hast du deinen Schlafsack? Ja. Nora. Du hast einen Schlüssel? Ja. Ein Hund muss ich noch mitnehmen. Boah, ist gleich, als wäre komisch, gell? Willst du nicht euch? Oh. Unhöflich, gell? Durch das, dass ich den ganzen Tag in der Natur und in diesen Gebieten umeinander bin, habe ich das Hitlerleben nicht unbedingt gebraucht. Warte. Jetzt hat es natürlich ganz eine andere Bedeutung. Es ist das Letzte, was geblieben ist.
von Eltern, wo man sagen kann, ja, das ist noch das, was da ist. Und dann es ist halt spezieller, jetzt hierher zu kommen. Boah, ja, der Geschmack ist auch schon anders. Das geht. Oh, siehst du jetzt? Das ist doch noch schön, nicht? Ein Foto von Vater und Mutter. Siehst du jetzt? Aber ja, ich war so ein Fotoliebhaber. Weißt, meine Brüder haben mir die ganze Kleine, als ich Kind war, alle gescheicht und alle im Haus. Auf der Alpe. Jetzt hast du Freude, Maron. Ja. Achtung, ich muss hoch. Nein, musst du jetzt gerade nicht. Ich klettere immer hier hoch. Jetzt keine Leiter. Das ist diese Hütte. Oh, die Dinge sind wir ja rein. Ja. Ich dachte, das wird sehr spannend. Ich war ja noch nie in einem Schlafsack, weißt du. So. Oh, jetzt müssen wir aber die Liebe putzen, weil es geht schon ein bisschen. Ja, aber das kannst du vorher machen. Du kannst jetzt da etwas kochen. Nein, das nicht. Zum Mittag. Tatsächlich ist es wie heimgekommen, weil meine Frau ist sehr ordentlich, hat alles aufgeräumt und die hat danach gesagt, schau, doch hast hier noch eine Jacke, hast hier noch ein paar Strümpfe und ein T-Shirt hat die Ball gesagt, vom vorderen Leben, weil am Tag X ist ja alles weg, was wir hatten, was wir im täglichen Gebrauch. Hier ist noch irgendetwas, was greifbar ist, was du sonst auf der Platte nicht mehr hast. Und man hat sich dann um Kleinigkeiten wie gefreut. Also ich habe mich um ein Kistchen gefreut, wenn ich meinte, das sei das Blotto. Ein Pulli, das ich gereicht habe, das ich nicht mehr habe. Und die Kinder und die kleinen paar Blüschen, die wir uns sortiert haben, sind dann gleich ein paar kleine Sachen, die aber eine grosse Bedeutung hatten. Meine Schlagehund! Ja, das ist jedes Blüschen, das wir hier gefunden haben, ist schön. Ein bisschen Normalität und Freude. Ein Stück Heimat, das allen gut tut. Ja, mit dem Kind ist es speziell. Es wird viel mit in der Nacht, was irgendein so ein Wachend und danach nach dem Papa und Mama heuer und willst dann irgendeine so Vorstellungen hinter den Berg kommt oder irgendetwas wieder gesehen, was eine Erinnerung ist und dann kommt schon ins Bett oder wir gehen eins von beiden ins Bett, das ist wieder beruhigt. Und das kommt schon in der Woche ein paar Mal vor. Und jetzt also wie heute, wenn du das erste Mal gesehen das Haus, wie es jetzt da steht, rundum Ingesamdutz, Ingigandutz, ist sicher auch speziell, aber wenn jetzt hier hat das Gletscher, was ist ja endlich wohlfühlen und wir sehen, wie die Nacht wird sein. Ja. Gesundheit. Hey, Gesundheit. Etter, wie geht's? Gesundheit. Gesundheit. Was? Die junge Mutter Saida lebt in Johor Bahru, ganz in der Nähe von Singapur. Baby Noah geht's gut. Und endlich ist auch der Saida ihre Brüder da. Eigentlich wäre alles perfekt. Der Vater Danish hat aber nicht gerade viel von der Familienzusammenkunft. Er muss arbeiten. Das Leben ist teuer da und sein Lohn langt kaum, um über die Runde zu kommen. Okay, Lilo. Bye. Ich habe Mitleid für ihn. Ein junger Bursch, 23, schon Vater geworden, schlaflose Nächte. Und dass er als Coiffeur arbeitet und man morgen früh schon losfahren muss. Und er kommt erst am Abend wieder zurück und hat fast nichts vom Leben. Der Saida, ihr Problem ist nicht, dass ihr Mann arbeiten muss und sie jetzt zum Baby schauen muss. Ihre Sorgen sind tiefer. Also ich will nicht gerade sagen happy, aber ich bin am Überleben. Also ich habe mir nicht richtig vorgestellt, dass mein Leben so ist, nach all diesen Jahren in der Schweiz. Und jetzt bin ich einfach in Malaysia und in meiner eigenen Wohnung. Also das habe ich mir jetzt nicht gerade so vorgestellt, aber happy will ich auch nicht gerade sagen, einfach am Überleben. Das, was ich jetzt kann. Vor mir und ja.
Die unbeschwerte Kindheit in der Schweiz fehlt der Saida. Da fühlt sie sich nicht frei. Ich habe das Thema nie richtig herausgebracht, weil ich weiss, wie es dir vor allem geht. Darum habe ich dich auch nie richtig darauf angesprochen, weißt, aber ich habe es einfach nicht vergessen, weißt, die Zeiten, die wir hatten. Ich sage nicht, dass es da schlecht ist, weißt, aber Es ist einfach unfair. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach da stecken geblieben. ich glaube, wir haben einfach richtig Mühe gehabt. Wirklich richtig Mühe gehabt. Wie man in der Schweiz alles so lernt, zum Beispiel in der Schule, in der Gesellschaft, wie man sich benimmt. Und wenn wir da, wo wir da angekommen sind, ist das einfach völlig anders gewesen. Und haben die Leute uns einfach schräg angeschaut. Du bist die einzige Person, die das versteht, wenn ich das teile. Weißt du? Mit wem soll ich das? Checkst du, was ich sage? Ja. Ich kann das nicht mit niemandem erzählen. Weil niemand versteht es. Es ist nur uns. Ich würde auch jetzt gerne weitermachen mit Migranten. Ich würde auch jetzt weiter. Ich hatte Träume, weißt du? Es ist alles versaut. Alles ist einfach versaut. Da muss ich einfach Leben weitermachen. Und ich will nicht so leben. Ich bin 27 und ich habe nichts, weißt du? Ich habe alles verpasst. Und ich sehe, wenn ich Malaysia muss, aber ich bin im Herzen Malaysia. Und weißt, sie erwartet das von mir. Sie erwartet, dass ich genau wie in Malaysia bin. Sie erwartet, dass ich Malaysia bin, aber im Herzen und Mentalität bin ich das nicht. Und es ist so, als ob ich eine Lüge da in Malaysia, also mein Leben da ist wieder eine Lüge. Und ich... Bei mir... Darum verstehe ich dich, weißt du? Weißt du was? Und wenn ich jedes Mal in die Schweiz gehe für die Ferien mit dem Immigrationsamt und so, die Polizei fragt mich dann, also schauen sie mich zuerst so komisch an und dann fange ich an Schweizer zu reden. Dann sagen sie, okay. Und wie lange bleibst du denn da? Ja, höchstens 3 Monate. Das ist all das, was ich machen kann. Nur höchstens 3 Monate. Weniger als 90 Tage. Weniger als 90 Das ist ja dann am Flughafen. Das ist so unfair. Ja. Ich will auch eine Wahl haben. Weißt du, einfach wieder zurück nach Heimatland. Hallo Zermatt. Weißt du, Fisch. Ich habe einfach für mich auch selber gemerkt, wenn nicht jetzt, dann verpasse ich es. Also ich muss jetzt wieder heimkommen. Ich muss jetzt wieder den Einstieg schaffen in die zivile Welt, in die Schweiz. Aber auch sicher meiner Familie, Kollegen, Partnerinsliebe und auch einfach für mein soziales Umfeld. Ja. Für das packt der Tobias jetzt seine 7 Sachen, die er hier im Einsatz gebraucht hat. Es ist ein komisches Gefühl, jetzt heimzugehen nach 3 Jahren. Vor allem einfach mit der Aussicht, was wartet daheim auf einem. Aber andererseits auch wirklich gerade ein glückliches Gefühl. Vor allem, weil seit gestern mein Nachfolger da ist. Da tut mir gerade noch mal ein bisschen mehr abgeben schon mal, obwohl ich immer noch in Charge bin. Aber es ist automatisch gerade ein bisschen so das Realisieren oder einfach auch das Bewusstsein, jetzt ist mein Nachfolger ja, da, ich gehe heim, ja. Jetzt ist die Zeit. Die Kiste wird heute Abend noch verladen und auf die Reise geschickt. Der Tobias geht dann gleich hinterher. Mit dem Quittieren vom Dienst hört auch am Tobias seine Anstellung
Zurück in der Schweiz hat er noch keinen Job. Der 27-Jährige will sich zuerst mal noch von der Zeit hier im Kosovo erholen und mit der Freundin in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Ja, jetzt ist es gerade noch ein bisschen stressig. Muss alles gewogen werden für das Flugzeug. Einer nach dem anderen muss abgehen. Noch ein bisschen stressige Situation, also aushaltbar. Aber ich bin froh, wenn es durch ist. Dann ist die endlich in der Schweiz. Die begleitet mich seit 3 Jahren. Lebe fast aus dieser. Es ist cool, kann man die abgeben. Ich sehe sie dann am 9. Oktober wieder in Stanz, wenn ich es auspacken muss und dann zurückgeben muss. Ja. Zum Wägen jetzt erst, oder? Ja, zum Wägen, ja. Ich habe noch nicht gewogen. Ja. Tobi, 28. Es geht noch für so viele Jahre. Hey. Perfekt. Jetzt nicht mehr lange noch Handover-Takeover machen mit meinem Nachfolger. Und dann den Rest noch vorbereiten. Und dann geht es schon bald heim. Ich freue mich. Also wir sind gegangen, hä? Ja. Wir haben ja den obersten Stock schon gesehen, den allerobersten. Und der war also für mich ganz, ganz schlimm. Also der 28. Mai ist ein Datum, aber der 7. August ist für mich, ich sage immer, die Hölle auf Erden. Und jetzt heute wir mal schauen. Einfach eins nach dem anderen. Ich kann schauen, ob wir noch etwas rausholen kann. Aber die Hoffnung ist mit mir eigentlich mini klein. Der Oren hat gesagt, er will gar eine Schieneuhr. Schieneuhr? Ja. Wie will die finden? Keine Ahnung, aber einfach, glaube ich, als Andenken. Schieneuhr. Vielleicht noch vom Gutti die Goldvreneli. Ja, meine Sachen, die für mich wertvoll sind, sind im Büro. Und vom Foto her würde ich sagen, ist da nichts zu retten. Wir gehen jetzt alle schauen. Schwierig. Mir kann ich auch nicht sagen. Es ist einfach nur schwierig. Also wir gehen ein und entscheiden den vor Ort. Gut. Gut. Ja, dann gehen wir ab. Bist du nervös? Ich? Von heute? Ja. Ja. Ich auch. Gut. Gut, dass wir drüber reden. Gut. Dann wir jetzt sauber. Etwas anderes reden? Gut. Vater ist schön. Immerhin das. Und jetzt siehst du hier, das ist alles hier weggeschlagen. Speziell ist hier genau das Bildstöckchen. Rundum ist alles kaputt. Und das Bildstöckchen steht noch. Genau mit drin steht noch das. Der heilige Antonius. Eine Weile war das Haus von Bellwalds fast ganz unter Wasser. Jetzt fließt der Stausee aber langsam ab und man kann das erste Mal wieder zu Fuß hin. Die Bellwalds wissen, dass es im Haus nicht mehr viel zu retten gibt. Aber die Hoffnung, noch etwas von früher zu finden, ist gleich noch da. Oh, Scheibe. Wow. Wow. Schau mal da so. Hast du einen Hockeyplatz gesehen? Scheiße. Es ist schwierig. Aber es ist immer schwierig, wenn ich den Blick sehe. Es ist einfach so. Es heißt einfach Augen zu und durch. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».